Das gewiefte China eröffnete eine Nichtregierungsorganisation in der Türkei, welche die Interessen des chinesischen Staates in der Türkei vertreten soll. Doch dabei ist die Tätigkeit der NGO direkt gegen die Interessen der Uiguren gerichtet. In Istanbul findet sich die Nichtregierungsorganisation unter dem Namen Uigurische Industrielle und Geschäftsleute. Bisher hat China für dieses Projekt etwa 2 Millionen Euro eingeplant. In Lünen fand eine Konferenz unter dem Namen Schweige nicht zur Tyrannei statt. Organisiert wurde das Zusammentreffen von Nationalisten, die dieses mit der Absicht, die Ostturkestan-Frage den Anwesenden vor Augen zu führen, organisiert hatten. In dem Büro des Atatürk-Vereins hielt man eine Konferenz zugunsten der muslimischen Gelehrten, welche ungerechtfertigt in chinesischen Straflagern ausharren müssen. Einige Teilnehmer legten den Vereinten Nationen und anderen Menschenrechtsorganisationen stichhaltige Informationen und Beweise vor, die die Inhaftierung ihrer Verwandten in den Assimilationslagern belegen. In Istanbul besuchte Hidayetullah Oğuzhan ebenfalls eine Konferenz im selben Sinne und klärte die dortigen Besucher über die Geschehnisse auf. Die Menschenrechtsverletzungen Chinas in Ostturkestan führten in Stockholm zu Protesten vor der chinesischen Botschaft. In Belgien rief die Islamföderation Belgiens zu einem Demonstrationszug vor der chinesischen Botschaft in Brüssel auf. Auch in Istanbul fanden sich erneut zahlreiche Protestler ein, welchen ihren Unmut über die chinesische unmenschliche Politik Ausdruck verliehen. Die Anhänger des Interimspräsidenten Guaido fordern von den Vereinigten Staaten von Amerika weiterhin eine Intervention. Auf zahlreichen Versammlungen fielen dabei USA- und Israel-Flaggen auf. Die Anhänger Maduros fanden sich zu Tausenden in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, ein, um den Jahrestag der Bolivar-Revolution zu feiern, während die Anhänger Guaidos pro-amerikanische Symbole schwenkten und die Unterstützung der USA einforderten. Nachdem der Iran am Vortag Langstreckenraketen testete, wandte sich der israelische Präsident Netanyahu warnend an die iranische Regierung. Er betonte, dass die israelische Regierung ganz genau wüsste, was der Iran da täte und dass man sich dementsprechend wappnen würde. Wir wissen ganz genau, was ihr macht. Um die Sicherheit und Zukunft Israels zu garantieren, werden wir alle Mittel nutzen, um die notwendigen Schritte gegen den Iran einzuleiten, so Netanyahu.